Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herren aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden 2 Männer zu Tisch, und da Ritter de Perac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich hab mich schon vorgestellt. Nee, ich bin Geralt. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perac-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Naja. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Ach, Jennifer. Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossel. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossels Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossel wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossel gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Ich gehe mir die Leiche ansehen. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. So, da gehe ich jetzt meines Weges. So, aber hier haben wir auch schon. Pass auf, wo du hingehst, Rotzlöffel. Falls mitnehmen. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Ja, also ich sehe nur 200 Meter. Was macht der dann? Eine Wache. Aber erstmal wollte ich mal die Map gucken. Die Map habe ich noch gar nicht geguckt. Weltkarte. Ja, ich weiß. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Okay, die Map haben sie auch überarbeitet. Hier ist dieser. Wenn ich noch rausgehe. W-Punkt. Das ist dieser. Okay. Zoomen, Filter. Okay, nein.
Ah, hier, Weltkarte, so. Ah, Toussaint ist ganz da unten. Telmoheim ist ganz oben. Ist ja ganz oben. Skeleke und so weiter, ja, okay. Na, ich wollte nur gucken, wo das liegt. Okay. Oh! Toussaint. Okay, stellen wir auf. Was ist los? Bewegungsschärfe, das ist cool. Verliert man keine FPS mehr. So. An sich müssen wir eine Grafikkarte haben, aber sie ist stark genug sein. Oder das LSI ist wieder aus. Das LSI ist wieder ausgesprungen. Das muss ich dann in der nächsten. In der nächsten Folge, also nächsten Aufnahmesession. Kampf Okay. lernen. Ich muss mich beeilen. Schneller. Alter, was ist denn da los? Okay. Okay, was ist denn hier passiert? Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. Es muss im Keller sein. Okay. Fußspuren. Von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Ah, hier. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Okay. Okay, das wird ja schon hier, schon. Ah, okay, was sehen wir da? Jetzt bin ich mal gespannt. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Okay, Yen. So, ups. Ja, also die kann gut auswischen hier. Autsch, 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 okay. Ah, da ist er. Ab, ab. Da. Okay. Komm schon. Okay. Autsch, okay. Okay, okay. Wow, Alter. Schwarzes Blut. Mir das Würde davon genommen. Alter. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Okay. Mal ein bisschen Knödel essen, ne? Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Kopfuntersuchung. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Okay.
Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Okay, also das, was wir umgebracht haben, war es mal nicht, ne? Wäre ja so leicht gewesen. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Ja, pack mal einfach eine lebende Hand mit. Das erinnert mich irgendwie an, was war es? Frankenstein oder die Familie, ja, die eine Gruselfamilie da, wo die Hand immer durch die Gegend gelaufen ist. Also, Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das ein kennt. Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Okay. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Wahrscheinlich werden wir draußen aufgehalten. Nein. Okay. Ah, ich finde das so schön hier. Kommst du her? Oh, Plätze. Du Fresse. Ich hab's mal gepfiffen, du bist nicht gekommen. Komm schon. Oh, Plätze. So. So. Hier hoch. Hier hin. Wohin denn jetzt? Ja, hier hoch, okay. Das Navi spielt mal wieder verrückt. Und dann gehen wir mal schön gemütlich hier hoch. Und da vorne ist das Turnier. Und hier. Das ist ja unerhört. Wohin? Alter. Ich Hey! muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Nein, der Stärkste nicht immer, aber es lohnt sich, gut zu sein. Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute. Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Okay. Geh du voraus. Geralt ist so wehmütig. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen.
Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das Biest ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Die Sache ist gefährlich. Wieso schon nicht mal nicht quälen? Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, blind und das Glöckchen am Hintergrund der Arena zu stimmen? Du hast Mitleid mit einem Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Wir müssen zu Herzogin. Gehen wir. Ja, das arme Tier. Auch wenn es ein Monster ist. Okay, bin ich mal gespannt. Ah, der ist schon wieder. Das ist ja der von vorhin. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Ah ja. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Verdammt. Wir müssen ihm helfen. Okay, da geht's wieder los. Okay. Nicht so laut. Du musst uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Oh. Sie wütet gar schrecklich. Da hilft kein Schild. Quent. Er eilt herbei. Was gibt das? Haut erst das Monster in zwei. Die Götter bestimmen der Bestie geschickt. Das Können des Ja, was machst du denn da? ihr das entdeckt. Okay. Alter, ist ja gerade gestorben. Dann springt ihr zur Bestie und macht ihr ein Ende. Dann. Okay. Liegt in seinem Blute. Rennt ihr ihn. Musste das sein? Oh mein Gott, Mann. Alter. Ah. Sein Herz durchbohren. Wie ist das jetzt? Blickende Hände. Voran. Autsch. Da. Muss ich mal. Ah. Okay, puh. Okay. Mal Knödel essen. Ja, Alter, ich bin. Okay, das war's. Ah, ist der Palma gestorben? Ich glaub's nicht. Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht.